Sascha, rauchst du? Ich habe aufgehört am Morgen. Deutsche TikToks sind wie Pilze in Mario Kart 8. Die Anzahl Haare von unsympathisch und die Balance von InScope. Ups. Auf TikTok veröffentlichen Leute Videos, die sie eigentlich lieber privat hätten lassen sollen. Sagt man das in Deutschland so? Es geht heute um die Sorte deutscher TikToker, die ihren Content sexualisieren. Für die zum Teil 11, 12, 13-jährigen Baba, Digga. Und wir gehen rein in den ersten Account. Ey, Freundin. Schon jetzt gar keinen Bock drauf, Digga. Ey, Freundin. Du siehst echt verdammt gut aus. Danke. Bitteschön. Bist du ready zum Shoppen? Also, wir können auch noch mal hochgehen. Noch mal hochgehen? Du wolltest doch gerade unbedingt los? Wenn du magst, können wir noch mal hoch. Okay. Müsst ihr euch nur mal überlegen, die haben sich davor noch Gedanken gemacht, wie sie jetzt in dieses scheiß Auto einsteigen sollen. Und dann sind sie auf genau diese Idee gekommen, wie ich in mein Auto einsteige. Also so, diesen hier. Das ist wirklich genau, wie man es macht. Ey, Freundin. Ja? Küss mich. Ich bin ein verzauberter Kaffeeautomat. Oh, das ist gelogen. Gar nicht. Schau mal, eine Latte für dich. Danke. Der verzauberte Kaffeeautomat. Falls jemand von euch Tinder hat oder sowas, der zieht, Jungs. Na, ich verstehe einfach nicht, wie man solche unangenehme Kacke posten kann. Und warum sind die verifiziert, Digga? Ey, Freundin, wie macht der Hund? Und wie macht die Katze? Und wie macht der Tiger? Und wie machst du im Bett? Digga, ich wollte eigentlich ein lustiges Video machen, aber es ist einfach wirklich scheiße. Es geht einfach nicht, ich habe einfach keinen Bock. Komm, wir gehen weiter zum nächsten Video, scheiß drauf. Freundin, wie sieht's denn jetzt aus mit dem Bio-Schwangerschaftstest? Oh mein Gott! In meinem Bauch. Wer war das? Rocky war's auf keinen Fall, der mag keine Möhre. Chiara? Ups. Bin ich jetzt echt schwanger? Wenn ihr jetzt das Video seht, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, würdet ihr diese Videos euren Kindern zeigen? Also ich auf jeden Fall, Digga, beste. Einfach mal eine Möhre in den Arsch. Ich glaube, wir hatten alle genug von diesem Ey-Freundin-Account. Nächste TikTokerin, Lea. Ich bin mir sicher, es wird besser. Den habe ich hier. Du kannst hier im Wohnzimmer. Ja, der Rosane. Ist weg. Das ist so ein Arsch, wirklich. Sorry. Meine Fresse! Also zwei Sachen fallen mir direkt auf. Man bereitet ja so einen Prank vor. Man überlegt sich, ja, ich schmier mir jetzt hier ein bisschen Schminke in die Nase, dass es so aussieht, als ob ich Nasenbluten hätte. Legt die Kamera im besten Fall irgendwo hin, wo man sie nicht sieht. Also gerade genau neben die Tür, geht dann an die Tür und dann zieht man seinen Prank durch. Und wie lange hat sie ihn ausgehalten? 3 Sekunden hat sie ausgehalten. Wenn man das nicht sofort auflösen würde, dann wäre es natürlich eine wirklich Katastrophe. Aber natürlich, wir müssen eigentlich gar nicht über das Ganze diskutieren. Das Ganze hat wirklich 100% real ausgesehen. Eine authentische Reaktion, würde ich einfach mal sagen. Okay, ist ganz, ganz wichtig. Zuerst blasen und dann schlucken, okay? Okay. Weil der Kaffee ist noch ein bisschen heiß. Ja. Ich hab geblasen ja als erstes, weil ich muss ja erst blasen. Schmeckt ja wie Sperr. Das Einzige, was mich jetzt in diesem Video wirklich gestresst hat, ist, dass in der Waschmaschine eine Bratpfanne drin war. Digga, meine Mutter hat mir immer gesagt, keine Bratpfanne in die Waschmaschine. Sollte man das eigentlich wirklich nicht machen? Schöne Uhr. Danke. Sie zeigt mir sogar, dass du keine Unterwäsche trägst. Aber ich trage doch Unterwäsche. Ups, sie geht wieder 1 Stunde vor. Was? Was?
Perfekt, Digga. Und darum trage ich überhaupt keine Uhr. Ja, weil ich kann es mir nicht leisten, Digga. Aber jetzt mal ehrlich, von allen Videos, die wir jetzt heute bis jetzt gesehen haben, finde ich das hier noch den besten Joke. Klar, jetzt das Acting, dies, das, jenes, nicht das Gelbe vom Ei, aber ansonsten war das Video eigentlich noch gut. Du hast da was am Arsch. Wo denn? Na da. Was denn? Meine Augen. Sie glauben, diese Geschichte ist jemals so in der freien Wildbahn passiert. Da muss ich Sie leider wirklich enttäuschen. Sie trägt ihn vor, als ob das wirklich so der perfekte Anmachspruch wäre. Perfekt, Digga. Like und Abo würden mich freuen. Ciao zusammen. Wer im Prinzip da den niedrigeren IQ hat. Hast du deine Frisur da einmal in deinem Leben angeschaut? Ein einziges Mal. Bitte, sag mir ja. Ich kann nichts dafür, dass du keine Haare hast.